Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und heute will ich ein Thema aufbringen, was einen anderen Sujet knappt. Das wird des Öfteren hier kommen. Das heißt, Themen verschwunden und sie tauchen am irgendwie nicht ab. Und zwar hatte ich das Thema Engeln abgegriffen und ich will natürlich auch den sogenannten Counterpart abbringen, und zwar über Dämonen schwätzen. Da muss ich nur bei mir ein bisschen so verstehen, dass ich schon nie an der Richtung abgewohnt sie von wie ich gut dabei ist. Allein da hat doch bei mir eine andere Erfahrung für mal so auszudrücken. Das heißt, die Idee, dass man irgendwo Wesen haben, die an einem Himmel sitzen, an Licht und Liebe sind, an alles gut, an die andere Seite haben wir dann die düsteren Gesellen, die dann als Dämonen dargestellt werden, wird für mich nie die Konsistenz gehabt. Schon sie auch nie an derselben Ebene verstanden oder schon das Verständnis können dafür beibringen. Weil ganz oft sind die zwei Ausdrücke ganz fern, gefärbt gehen von der Moralvorstellung von denen, die sich mit Engeln befasst haben, an denen, die sich mit Dämonen befasst haben. Dämonen sind allgemein dahintergestellt, dass das so mal die Hüllenwesen sind, zum Teil gefallen Engeln etc. etc. An die Leute, die darüber geschwärzt haben, und ich will wirklich ein bisschen darüber angehen, wie sich die Entwicklung an der Gesellschaft, also an der neospiritueller, neo-esoterischer Gesellschaft gewesen haben. Und die Leute, die sich damit befasst haben, das war dann immer ein bisschen so am Sinn von, wie soll ich das ausdrücken, mehr haben nicht mit den Engeln zu sehen, mehr sind mit die düster an die mystisch-magisch Dinge an, dadurch sind wir auf der Richtung von den Dämonen. Dann im Moment. Sie haben auch da Vorstellungen gehabt von wegen, was für eine Art von Deal, also ich kann agehen, aber nicht an, ob ich da kann agehen oder nicht. Also da sind Nuancen so groß in den verschiedenen Richtungen von dem, was ich mal erlebt habe, dass ich mir im Moment dadurch die Frage gestellt habe, was ist es dann eigentlich wirklich, was er da meint. Wie ich es auch schon an dem Thema von den Engeln angesprochen habe, all die Entitäten sind an erster Stelle Entitäten, die, wenn ich computertechnisch gesehen, als die Information par rapport zu verschiedenen Sujets bringen oder par rapport je einem Sujet zu bringen, Chancen, dass das, was den einen als Engel betrifft, just das ist, was dann als Positivinformation zu dem Sujet gesagt versus ein Dämon geht dann als das betrifft, was die Person als Negativinformation par rapport zu dem selben Sujet betrifft, sind ziemlich groß. Das heißt, da stellt sich die Frage, gehen die, wie soll ich das nennen, die typisch Engeln an Dämonen wirklich an dem Sinn oder geht es nicht? Eine Menge nicht, wo wir sind hätten, obwohl sich natürlich immer die Frage stellt, ob man wirklich schon enger mehr oder minder außenstehender Identität oder Wesenheit schwätzen können oder ob das was von denen elementar nennt. Ich komme darüber ganz kurz zurück. Das ist eine Frage, die sich effektiv stellt, weil besonders wenn man auf das Thema Dämon angehen, wir haben den Kader, dass das ein Wesen ist, was das angreifen kann. Ich denke kurz ein Klammer ab, der sieht ja schon bewusst, dass wenn der erst Engeln anguckt, dass die erstens nicht immer Licht und Liebe ausgesehen, also so ein Drehen, Draht mit A gesagt, echte aus, wenn sich ein Dämon kann feststellen, wie Engel immer durchgestaltet gehen, und die haben auch gekämpft, ne? Also die waren ein Krieger dran. Das heißt, wir haben das selbst das Sujet Krieg genau gesehen, aber die Engel, die sind die auf einer Seite stehen, sind das die Guten, die anderen sind die Schlechten, und die haben noch eine Seite, mehr ist das ganz nicht. Von außen von denen so mal typische Idee von einem Höllenwesen umgekraft zu gehen,
ist brutal gesehen gleich 0. Und das erklärt sich aus verschiedenen Dingen, aus verschiedenen Punkten heraus, wo ich verschiedene andere Sujets abgreife. Wo meine Mom mit den Sachen mehr an den Channeling gegangen ist, für eben mehr Frohen zu kriegen, zu Sachen, was wirklich an denen Ebenen lassen sind, zu führen und so weiter, hat sie in dem Monat eigentlich ziemlich speziell beschrieben gekriegt. Und zwar als ein Dämon ein Programm und sich, also das, was sozusagen erkannt wird als Dämon, also ein Programm und sich, den du für du hast, für die Energien an Eisen, auch an Eisenebenen, also die Taschenebene, sagen wir mal so, zwischen der typischer irdischer an eben denen Ebenen drehbar an Balance da. Das heißt, sobald den Zwischen viel Energie gibt oder ein zu viel von Energie, die abgestaut wird, das kann zum Beispiel, wie ich gerade ein Kilometer lief tun, von der Gebäuden, wo gebaut wird, wo nicht verloren wird am Fluss von der natürlichen Energie, da kann das Gebäude machen, dass die Energie abgestaut wird. Also sobald so Akkumulationen von Energien zu bauen, dann kommen die Wesen, also da sind sich so ein Staubsauger, an den hält die Energie weg, für dass die Energieraum an Akklang am Fluss kennt. Also, das weil Akklos war Akklang auf Fluss zu summen. Also an den Akklang vom Fluss kennt. Das heißt, die Dämonen sind vollkommen wertneutral. Fühlen sie sich so un? Nee. Das heißt, wenn er das irgendwo mal hat, dass da bei einer Platz wird, und der hat irgendwie so am Solarplexus so ein komisches Gefühl gehabt, wenn den ein mal eitel wird, da kann das sein, dass da gerade an den Arbeitsbereich von seinem Dämon herkommt. Das heißt nicht, dass den Dämon erst unbedingt muss zugreifen, aber wenn er selber so mal ein Rass an der Aura hat, eine Verletzung an der Aura hat, an Energie verliert, das hat für den. Da fließt Energie, wo sie nicht verloren und geht sich die auch ansammeln. Der Tisch, das möchten aber wertneutral, denn also nicht doof hier erst umzugreifen. Je, was Energien, was Aura mehr rausholt, wird es natürlich kann sein, dass den erst schon mal hier lebt. Aber immer noch nicht am Sinn von, dass den erst will angreifen. Ich werde zu dem Thema Aura an Verletzungen auch noch ein bisschen angehen, das ist vielleicht einen guten Schritt darüber hin, weil ich schon nicht weiß, wo ich die Sorte sitze in dem Post. Lo kann es sein, dass Leute bewusst wie unbewusst dass so ein Dämon von einer Person bewusst wie unbewusst kann programmiert gehen, für sich effektiv bei ihr umzusetzen. Wie funktioniert das? Wenn wir wissen, dass die darüber gepolt sind, am Sinne von, wo es zu viel Energie, wenn der irgendwo eine Person hat, die Probleme mit der Schuld, geht das Problem normalerweise darauf hin, von wegen, dass die Person grosso modo meint, der wird mich stark wie sie. Also sendet sie die Gedanken aus, dass der mehr Energie hat. Wenn du also von den Programmen, die als Dämon erkannt sind, du durchschläfst durch den Gedankenfluss, oh, du hast so viel Energie, und dann geht du hin. Die einen sind effektiv nicht unbewusst geschickt, ich habe mal gemerkt, dass es andauernd Energie fehlt, da wirst aber nicht so richtig viel wert, dann kann das dort einen Grund tun. Schutz hilft dort zu einem gewissen Teil, mehr auch da, ich komme eigentlich darauf zurück, so ein Dämon geht nicht bei euch untergewandert, irgendwo eine Verletzung an ihrer Aura wie, den die Information sozusagen bestätigt, die dekret wird, du hast inzwischen zu viel Energie, du lebst Energie aus, also gehst du hin. Die Wesen können auch ziemlich zielgenau programmiert geben und umgesagt gehen. Das geht es auch. Das heißt, ja, so Sachen wie Leute, die Energie, die Magie gebrauchen, für anderen zu schulden, ja, natürlich kommt der auch dabei sein. Ich werde doch noch ein bisschen darüber angehen, aber wie gesagt, ich will nicht alles, das heißt, das nicht alles, wenn der schlecht geht, dass irgendein anderen Schuld darunter ist. Okay? Das heißt, immer für mich Dinge bleibt bei erst, guckt das bei erst zu klären und dann lesen sich die Probleme ziemlich allgemein. Das ist eine Zucht von Dingen. Wenn du ein Dämon sozusagen wirklich schickt, an den so eine Vorstellung hat von irgendwelchen Höllenwesen, so wie die ganz viel auf verschiedene Bücher oder so zu sehen kriegt, das sind
90% von der Zeit kein wirklich Dämonen, das sind Elementale. Der Tisch, wo sie Personen, die projizieren so viel Energie an den Dingen, sie mengen zwar, sie geben das Wesen beschwören, mehr eigentlich kreieren sie mit ihren eigenen Energien, an die können dann auch ausgeschickt gehen, für erst zu einem Teil so mal zu verletzen. Auch normalerweise auf energetischer Ebene sind minimal ein paar Leute, die wirklich stark genug sind, für dass sich das auch physisch weiß. Da gehen so Tricke, weil Leute zum Beispiel drehen, ich komme darüber nach zurück, dass sie die berühmten, wie nennen den das Genre, die Schlafparalysis, und dann haben sie Spuren, entweder von einer Hand, ein Aufdruck von einer Pott oder so, das leitet Tomaten zusammen. Ich komme am Schluss noch kurz auf die Sache mit der Schlafparalysie zurück. Alles das sind Dinge, die darüber hinweisen, dass du Energie geschickt wird. 99% von der Zeit sind das aber keine Dämonen. Für die Leute, die wirklich an der Dinge, an der Ebene NRW sind, die wirklich pur et dur, so wie die anderen pur et dur Engels Dinge sind, an den Erzengel, Uriel, Michael, wie alle guten Hesche Schwarze Matma, dafür sind es die Stärksten. Genauso haben wir da auch ein paar wohlgemerkt. An der mit düsterer Struktur sind sie nach lange nicht alle Guten so drüber. Ne? Also versteht man doch richtig. Verschiedene Egomanen haben dann effektiv, die da rundherum laufen und die da Meinung sind. Und da sind ich mir immer, die andere Seite lacht so ziemlich köstlich, für was die Menge, sie wären so machtvoll und so stark, dass du irgendwie von den oberen Höllengesellen sich giftet zu auflösen, ihre kleine Business zu machen. Die Chancen sind extrem mini. Und die Leute, die wirklich sich damit an einer Gruppe oder so befassen, die machen das Ziele für irgendeinen Klängen, den sie als Feind angesehen oder so, für sich damit zu befassen, die setzen das doch schon für andere Sachen an, wo sie da Energie mobilisieren. Mir, du stellst dich auch froh, ob sie wirklich irgendwelche so düster Wesen inzwischen herausholen, weil die an dem Sinn nicht so geht. Dass das Eisbildnisse sind von irgendwelchen Energien. Und dass es da Energien gibt, die mit zerstörerisch sind, und das auch irgendwie insofern klar. Schaut nach dem anderen Punkt, eine Zeit lang, als es ging, den Nummer entfällt man mir sehr, wie ich gucken kann, wie ich lesen kann. Das ist ein Typ, der hat Bücher geschrieben über Schamanismus, so ein brutal gesehen über Pseudoschamanismus, weil das Schamanismus, das extrem religiös getüncht ist, kennt es in südamerikanische Richtungen, die Dinge heute nicht so an den nordamerikanischen, muss ich so. Und geht darum, dass wenn der ein schamanisch Reis macht, dass da muss extrem aufpassen, dass da nicht un Dämonen gerät. 90% von der Zeit, wenn ein schamanisch Reis mischt, auch so Leute, die das vor kleinen Monaten ganz natürlich gemäht haben, ich werde darüber auch noch einen Podcast machen, die geraten nicht darunter. Es sind einfach so Drageheiten, nur Meditationen. Auch da, also den Dingen nicht gehen von wegen, dass es da irgendetwas typisch Basis geworden sind. Dass du gefährliche Sachen können geraten, ja, mir nicht an dem Sinn, dass sie erst irgendwo Leben geben kann. Was der Stoß, was die so als zwischen ganz physischer gesagt Dämon kann begegnen, das sind eben Schierter. Also das heißt, beziehungsweise alles das, was an der Schiert gedrängt wird, und das, was das Geld richtig kennenzulernen, so wie ich mit der Schiert erklärt habe, für zu integrieren in dem Moment. Das heißt, du merkst da schon ein bisschen den Unterschied. Die Chancen, dass er darunter gerät, wenn er nicht selber am Gang sieht, gerade tief genug, um zu schaffen, sind ziemlich minim, weil der selber immer nicht mehr so tief geht, wie der gerade psychisch brett sieht. Und wenn der erst nicht brett fehlt, die Monster gehen dann hin, also ich mache gerade ein Ding, ich mache gerade ein spirituell oder ein schamanisch Reis, weil sie einfach sich bewusst sind, dass das ganz vielleicht im Moment nicht das Richtige ist, was sie irgendwo psychisch reagieren können. Natürlich stehen da immer die Menge, sie müssten ausschweifen mit einer anderen Geschichte an dem Moment. Darauf komme ich dann noch zu schwarzerischen Dingen machen. Das heißt, auch da geht den Dingen, dass eigentlich die Angst vor der Gefahr an der Reise
angepflanzt gouf an dass eng Idee wat den Dämon ass an dass den ze bekämpfe wie extrem groß gehalten gin ass. Dat heißt, der merkt den Sujet Dämon am ganzen möchten ziemlichen Tour von einem Computerprogramm den eigentlich ist als für die Energien am Erklang zu halen. Punkt fertig wertneutral überall auf der Welt kann ich überall über die Welt laufen bis hin zu so die unbewusst von irgendeinem programmiert gesehen bewusst programmiert gesehen an bis hin zu dem was den elementar nennt. Das heißt, darüber zurückzugreifen, das ein elementar ist effektiv da, wo sich ein Bildnis möchte und so viel Energie an das Bildnis raussetzt, dass das ein bisschen zu sein Agent leben möchte. Aber wenn dort Leute nicht aufpassen, dann bleibt das so auch unhängig hängen, so eine Schlummer, so gesehen. Das heißt, genauso flu wie ich auf der einen Seite denken hun irgende Verstorbenen, die mal etwas Lebens gesucht hat, das ein Engel an bla bla bla, das sind alles Engeln. Genauso auf der anderen Seite das Thema Dämon, wo eigentlich immer nimmen Definitionen vom Mensch selber sind, den dazu gefordert wird, dass man am Anfang auf irgendetwas weiß, so, das ist ein Dämon, das ist ein Dämon, das ist ein Dämon. Und vielleicht ein bisschen den Dingen zu weisen, wie bizarr das ganz eigentlich ist. Denn von den griechischen Philosophen so kein Dummet de Sokrates hin hat immer gesagt, dass Wese bei sich was dem Tipps gibt, was dem Gedanke gibt, was in Richtung ging und hat das sein Dämon genannt. Also los sind da viele, die fangen nur dann an Eisegegenden nun, ja mir hast du einen Dämon oder du hast einen Dämon, das ist die griechische Version von dem Wort Dämon. Also macht nicht mehr daraus, wie es wirklich ist. Und da ist das Wort eigentlich just Spirit, also ein Geistwesen. Ob in dat lo gesagt als ein bannendsten Teil wie ein, wie soll es so ein höheres Selbst von der Jungschwätz oder ob es wirklich ein Bausenwesen ist, das als Informationen gibt, das sehr viel durchgestaltet. Allerdings hat das Wort an der Zeit als es wertneutral gebraucht ihn. Das heißt, der merkt, das recht wo Christentum dran kommt, wo das Wort irgendwo seine Wertneutralität verloren wird und dass das Haut, ob die dort derweise gesiegert, von denen einen, das was man bekämpfen muss, bis zu den anderen, ja, das ist düster, also das ist das Richtige, das ist so mit ganz physischer cool. Und dann hat die Tischen, die so, also bis beginnen mit Heinz und dann checkt den dann mal auf, für was das gerade da ist und dann guckt ihr mal bei sich, was das da wirklich geht, anstatt dass ihr da probiert, irgendetwas an eine Wertetierung zu setzen, wo die Sache nicht zu dienen. Das ist wie von ein Blatt von einem Baum fällt, an den einen auf der Doppel sieht, das ist ein gut Blatt, und den anderen sieht, das ist ein Baseblatt. Das ist nicht mehr an das Mann. Das ist ein Teil von der Natur auf einer anderen Ebene. Ich meine, wenn man den Tour auch eigentlich gemäht, so am Allgemeinen, was das mit den Obse schwert. Wie den einzelnen Global betrachten, aber gucken, ja, das immer im Auge des Betrachters. Für mich ist es einfach so, wenn das genau will, ja, natürlich, wenn ein Lograt irgendein Ding hat, eine Verletzung hat, an der Aura, da kann das einem Energie wegschwellen. Das macht eine gewisse Gefahr, so zu schreiben, sind die von dem ausgeht, dadurch, ja. Aber das ist ein bisschen, wie soll ich immer, ein Tiger ist auch gefährlich, aber das möchte nicht gut oder nicht böse. Und das ist sich so, wie von der Giftzone, der vor der Safari lernt, und der sieht, da lebt, der klammt auch nicht aus dem Dingen, aus der Jeep raus, für die Leifhämlen zu gehen. Aber genauso gesehen ist das auch mal so, wir sind auf den Ebenen. Nicht alles, was da beginnt, also als direkt wohlgesonnen, vielleicht auch, weil mehr als Verschiedenes erlebt tun an den Energien an noch wo die Licht sauer möchte, egal ob ich von Dämonen oder von anderen Wesen schwätze. Es kann sich ganz klar aufgrenzen und ich will wirklich trennen von der ganzen Geschichte von Schutz. Wie gesagt, ich komme noch, sag mal, da auch an der Reinke zurück. Es kann sich eine gewisse Distanz dazu halten,
ohne dass ihn die muss bekämpfen am Mengen dummer den hat den Lo der guter Seite irgendwo geholfen, wann er die andererseits etwas wäschelt oder etwas bekämpfen oder besiegen will, just weil er selber das als Base definiert. Das kennt Nodele hun, weil stell dir mal vor, die Staubsauger wären nicht mehr da an überall die eng Sort von Energie überhand holen, zu viel davon gehen, ein bisschen wie ein krebsartiges Geschwür an dem Moment. Sobald es zu viel geht, gehen wir an die Richtung, dass es ungesund ist. Das ist das und sich von dem Tai Chi also an dem Yin und Yang hat, von wegen, dafür hat das, wenn es zu viel in eine Richtung geht, da schwappt es dann das andere, immer an das Fluss dran. Und die sind dafür den Fluss möglich zu machen. Das heißt, überlegt erst zweimal, ob der Menge so vorzuholen und einfach einen Zustand in Tierrang zu machen. Und noch da gebe ich euch einfach den Tipp gehen, die Sache mir wertneutral betrachten zu lernen. In dem Sinne wie immer, merci für das Lauschen. Schöne Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht.